Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse. Die erste in der neuen Saison, Leute. 4:0 in der ersten Runde im DFB-Pokal gegen den SSV Ulm. Bevor wir reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr hier seht, abonniert gerne den Kanal, damit unterstützt ihr einfach, was ich hier tue. Vielen lieben Dank dafür. Ja, ich denke, völlig ungefährdeter Sieg, am Ende 4:0 standesgemäß. Nach dem 2:0 bis zum 3:0 war es so dahin geplätschert, aber das erste Spiel, ja, nach der Vorbereitung, das erste Pflichtspiel, und man hat schon gesehen, dass ein Pflichtspiel immer noch was anderes ist wie ein Freundschaftsspiel, ja. Teilweise hat ein bisschen so der letzte Zug dran gefehlt. Aber im Großen und Ganzen war es ordentlich, mal abgesehen von 1, 2 Spielern, da kommen wir gleich in der Spielerbenotung zu, die mir nicht gut gefallen haben und wo man schon hätte eher reagieren können, müssen vielleicht sogar. Aber ansonsten war es ein völlig ungefährdeter Sieg. Ja. Müllers Doppelpack, ja, hätte auch ein Harry Kane gemacht, wenn er auf dem Platz gewesen wäre, oder jeder andere, der da gestanden hätte. Was das jetzt nicht irgendwie schlecht reden soll, ja, Müller hat ein gutes Spiel gemacht, auch zweite Halbzeit, auch wenn wir 5 Gänge rausgenommen haben, zum Schluss haben wir halt nochmal einen Gang wieder reingenommen, weil der ein oder andere eingewechselte Spieler noch ein bisschen was zeigen wollte, und das war völlig fein so. Und ja, jetzt Rückschlüsse zu ziehen, habe ich schon gesagt in den anderen Videos. Lass uns mal bis Spieltag 4, 5 warten, oder sagen wir mal bis zum Leverkusen-Spiel, das sollte ja ungefähr passen. Danach können wir da mal ein bisschen Rückschlüsse ziehen, denke ich. Man hat allerdings auch gesehen, dass wir uns schwer getan haben, gerade in der ganz frühen Phase des Spiels. Ja, werden wir mal sehen, wo es hingeht. Ansonsten war auf jeden Fall eine mannschaftlich geschlossene Leistung. Das können wir festhalten. Wenn ich eine Benotung für Spiel geben müsste, jetzt aus unserer Sicht, würde ich sagen, war eine 3. Das war schon okay. Ja, wie gesagt, erster Pflichtspiel, auswärts DFB-Pokal. Wenn man dann so andere Ergebnisse sieht, der eine oder andere hat sich da ein bisschen schwerer getan, wie wir es. War ganz souverän, ungefährdet, gar keine Frage. Ja, ist halt immer so die Sache, was erwartet man? Ja, ich meine, 4:0 am Ende ist auch eine klare Geschichte. Wir werden gleich einen Blick in die Statistiken werfen, sollte auch eine klare Geschichte sein. Klar kann man jetzt sagen, vielleicht hätten wir noch ein bisschen mehr Zug gerne gehabt und so weiter, aber ja, wir sind am Anfang. Ja, das ist für mich völlig fein. Von daher alles gut. Ja, standesgemäß, souverän, ohne Wackler. Ja, auch wenn der ein oder andere Spieler ein bisschen gewackelt hat, da kommen wir jetzt gleich zu. Aber ansonsten war es völlig ungefährdet. Ja, wir haben mal 10 Minuten gehabt, wo wir Ulm ein bisschen mehr Ballbesitz gegeben haben, wo wir gefühlt dann 8 Gänge, wenn nicht schon im zweiten Rückwärtsgang waren. Dann kamen noch mal ein paar Wechsel, dann kam wieder ein bisschen mehr Schwung rein, auch wenn es ein bisschen gedauert hat, und alles gut. No. Gut, hauen wir mal einen Blick in die Statistiken. Ich habe es auch noch nicht gesehen. Ich aktualisiere auch nochmal, weil ich bin ja immer relativ zügig nach dem Spiel. Genau, Ballbesitz, ja, 23:77, Abseits 1,5, Fouls 10,10, Zweikampfquote 50,50, Schüsse aufs Tor 1,6, Schüsse insgesamt 6,15, Ecken 0,4, angekommene Pässe 145:705, ja, Flanken 2,7. Schüsse insgesamt Müller 3, Kimmich 2, Musiala 2, Torschussvorlagen, Gnabry 1, Müller 1, Olisese, oder wie der Wolf Fuß gesagt hat, katastrophale Kommentatorleistung heute mal ganz nebenbei. Gewonnene Zweikämpfe, Upamecano 6, Kim 6, Stanisic 5, Ballkontakte 116 Kim, 108 Kimmich, 97 Guerrero, gefoult worden. Schenken wir uns wie immer. Wort zum Schiri, bevor ich es vergesse. Ja, war eine unaufgeregte Leistung. Bei beiden Elfmeterszenen lag er in meiner Wahrnehmung falsch. Zum Glück für uns, ja. Wäre es 1:2 gekommen in der Phase, weiß man nicht. Vielleicht wäre das Publikum nochmal gekommen, die zweite Luft, whatever. Da haben wir auf jeden Fall ein bisschen Glück gehabt. Auf der anderen Seite dann King Elfmeter. Ja, er wollte den auch ein bisschen haben, aber die Berührung war da, hätte man auch geben müssen. Aber
ja, von ausgleichender Gerechtigkeit sprechen ist ein bisschen schwer, aber ja, da haben wir ein bisschen Glück gehabt. Ne? Aber ansonsten war es ein völlig verdienter und ungefährdeter Sieg. Ja, das muss man ganz klar sagen. Gut, damit gehen wir mal rein in die Aufstellung. Ich muss aber noch eben meine Exit-Tabelle hier aufmachen, aber muss ich ja alles festhalten jetzt hier. Nicht, dass ich hier die Benotung mache, da muss ich mir das Video nochmal angucken und nochmal aufschreiben, das wäre auch doof. Von daher mache ich das alles parallel hier. Zack, bum, bang. So, fangen wir an. Manuel Neuer sehe ich heute bei einer 3. Warum? Also Manuel Neuer hat erstmal ein souveränes Spiel gemacht, hat aber auch nichts zu tun gehabt. Ja, hat ab und wann bei den Pässen da wieder ein bisschen den Hampelmann gemacht, das habe ich nicht ganz verstanden. Wieder so ein bisschen, oh ja, hier so eine Körpertäuschung, hier mal den Fuß so angetäuscht, Blasels. Das kann man sich halt einfach schenken. Ja, meiner Meinung nach. Aber ansonsten war es eine sehr souveräne Leistung. Alles gut. Hier wird nichts auszusetzen. Gut, die anderen beiden haben nicht gespielt. Weiter geht's mit einem Upamecano. Opa tue ich mich heute ein bisschen schwer mit. War auf jeden Fall der ein bisschen wackelig war. Ja, und das schon gegen sehr offensiv schwachen Gegner. Allerdings ist am Ende des Tages nicht wirklich was passiert. Ich mache mal eine 3,5. Eine 3 minus. Ja. Hat 1, 2 gute Bälle nach vorne gespielt, keine Frage, aber war 1, 2, 3 Mal wirklich ein bisschen fickerig und das gegen eine offensiv total harmlose Ulmer Mannschaft. Also ja, 3 minus, denke ich, ist ein Opa sehr gut mit bedient. Minjay hat mir sehr gut gefallen. Ja, hat 1, 2 auch Fehlpässe gehabt, hat aber sonst sehr gute Bälle nach vorne gespielt, hatte aber auch das abgeklärtere Zweikampfverhalten. Ja. Beide haben versucht, offensiv nach vorne wegzuverteidigen. Wie gesagt, das ist ein Opa mal schlechter gelungen. Minjay war da heute auf jeden Fall besser. Von daher sehe ich Minjay heute bei einer 2 minus. Zwischen 2 und 3. Der ein oder andere Fehlpass noch weg. Ja, aber das ist halt dann das Risiko, was man nimmt. Dann wäre es eine glatte 2 gewesen. War der souveränere von beiden. War auch der mal ein paar Anweisungen gegeben hat. Ich meine, Opa hat sich aufgeregt, ja, wo er dann seinen eigenen Fehler noch ausbügeln muss. Er hat dann Stanisic da angemault. Weiß ich nicht. Minjay hat zwischendurch mal 1, 2 Kommandos gegeben. Mal gucken. Ich habe, wenn ich ehrlich bin, einen Eric Dyer vermisst. Ja, aber das Thema werden wir Montag mal im Stream ein bisschen aufarbeiten. Außerdem merke ich gerade, ich habe doch extra für euch hier die tollen Dinger fertig gemacht. Lächerlich, oder? Weißt du? Hier. Manuel Neuer. Heute. Manuel Neuer, wie gesagt, Note 3. Ne? Ziehen wir es nochmal eben gerade. Upa. Habe ich gesagt, 3 minus für mich. Ne? Minjay 2 minus. Hat mir ganz gut gefallen. Wie gesagt, der eine oder andere Pass noch ein bisschen besser. Aber er hat schon ein paar Ansätze gehabt, war der stabilere in meinen Augen und war der ab und wann mal versucht hat, da ein bisschen Kommandos zu geben. Ich persönlich habe einen Eric Dyer vermisst, habe ich schon gesagt, werden wir ein bisschen im Stream drüber quatschen. Als nächstes haben wir Stunny. Stunny hat es gut gemacht, wie ich fand. War jetzt nicht super auffällig, war jetzt nicht super schlecht. Ich sehe ihn bei einer 3. Ich sehe ihn bei einer glatten 3. Im Vorbereitungsspiel hat mir noch einen Tacken besser gefallen. War jetzt nicht schlecht oder sowas, aber ehrlicherweise, ja, auch schwer zu beurteilen, weil wir waren defensiv auch nicht wirklich gefordert. Hat es aber ordentlich gemacht. Ich denke, Note 3 passt schon. Beim Stunny habe ich gerade gesehen, muss ich noch was ändern, dass das direkt weg ist. Ist ein bisschen wild. Okay, als nächstes haben wir Gnabry. Da muss ich mal eben umzappen hier. Mittelfeld. Ja. Nee, der ist im Angriff sogar wild. Gnabry, unser Killer. Im Großen und Ganzen hat er mir gut gefallen. Ja?
Hat sehr gut mit nach hinten gearbeitet. War immer da, war immer dran. Hat sich einen Arsch aufgerissen, was das anging. Hat ja auch die Hütte vorbereitet von Thomas 1. Ist dann aber auch fairerweise wie die ganze Mannschaft offensiv dann aber auch komplett abgetaucht. Ja. Und zweite Halbzeit war es offensiv nichts mehr. Absolut null vom Gnabry. Aber, wie gesagt, der Einsatz hat gestimmt, das nach hinten mitarbeiten hat gestimmt. Von daher sehe ich ihn auch bei einer 3. Da ist er. Gut, als nächstes haben wir natürlich unseren allseits beliebten Anführer Nummer 1. Ihr alle wisst, wovon ich rede. King Joshua Kimmich. Hat ein gutes Spiel gemacht. Na, können wir kurz und knapp machen. Joshua hat wirklich ein gutes Spiel gemacht. Die Ecken waren wie immer durchwachsen. Warum er auch unter dem neuen Trainer jede Ecke schießt, bitte fragt mich nicht heute. Wir werden das Thema nicht mehr loswerden. Das ist grausam. Ansonsten hat er ein gutes Spiel gemacht. Er war besser, wenn er vorm Pavlo war, wie hinterm Pavlo. Ja, aber das ist ja nichts Neues, das wissen wir, dass Kimmich da seine Schwächen hat. Ja, hat auch mal den einen oder anderen Ball ein bisschen leichtfertig weggegeben, gerade auch vorne dann so Chipbälle, so komische, der Ansatz versucht. Zu viel dann auch versucht, mit den Gnabry immer wieder einzusetzen, der dann nicht mehr so wirklich Bock hatte vorne hin. Aber ansonsten war es eine gute Vorstellung. Ich sehe ihn bei einer 2-, den Josh heute. Hat mir sogar noch einen Tacken besser gefallen, wo Palinja dann auf dem Feld war. Aber auch wenn Pavlovic hinterm Kimmich war, das Wechselspiel hatte einigermaßen gut geklappt mit Pavlovic und Kimmich. Fairerweise muss man sagen, dass es schwer ist, das heute auch wirklich zu beurteilen, weil die Räume, die da hätten bespielt werden müssen von den Ulmern, wurden nicht bespielt und von daher können wir es ganz schwer beurteilen, wie es dann wirklich defensiv ausgesehen hätte. Gut, als nächstes, ja, haben wir den schlechtesten Spieler heute auf unserer Seite, Jamal Musiala. Sorry, Jamal, das war für mich eine 5. Na, da muss man auch nichts beschönigen. Das war nicht ausreichend. Die 3-4 Mal, wenn man ihn gesehen hat, hat er den Ball verdribbelt. Du hast direkt gemerkt, wenn Musiala den Ball kriegt, der Ball ist weg. Ja, das war gar nichts. Nicht eine gelungene Aktion heute. Ich habe mich gewundert, dass er so lange auf dem Feld war, ehrlicherweise. Das sah mir einfach so aus, als wäre er noch nicht so weit. Ja, als wäre er noch nicht spielfit genug, um da auch dann über diese Länge zu spielen. Aber auch von Anfang an war er kaum zu sehen, kaum ins Spiel. Das war nix. Ja, das hat mir ein bisschen Sorge gemacht, dass er so lange auf dem Feld war. Da hätte ich von Kompanie eine Reaktion erwartet. Ja, aber auch nur meine Meinung. Ihr könnt gerne eure dazu mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Dann kommen wir zu Mathys Tel. Mathys Tel war heute auch nicht gut. Ja, war einen Tacken besser wie Musiala. Ich sehe ihn bei einer 4. Hat mir nicht gefallen. Hat viel mehr drin, als wie er gezeigt hat. Ja, hat sich einmal dann durchgesetzt in den ganzen 90 Minuten, wo ich mich erinnern kann, gegen Gegenspieler. Hat 1, 2 gute Ansätze dann gehabt, aber im Großen und Ganzen war es einfach zu wenig. Ja, muss man ganz klar so sagen. Was sehr schade ist, weil auch er hatte eine gute Vorbereitungsspiele. Auch ich habe mir ein bisschen mehr erhofft. Man darf nicht vergessen, das war immerhin auch nur ein Aufsteiger in die 2. Liga. Ja, jetzt nicht abwertend gemeint oder sowas. Aber da muss einfach, wenn man den Anspruch hat, ich möchte eine Alternative sein, muss mehr kommen vom Tell. Ja, vielleicht war der Druck heute zu groß, I don't know. Vielleicht sollte er auch einfach mal seine Glücksbringer-Armaschette ablegen und mal ein bisschen an sich selber glauben, anstatt an irgendwelchen abergläubischen Mist. Ich weiß es nicht. Aber nochmal, das erste Spiel nach einer Vorbereitung. Darf man alles nicht überbewerten, aber nichtsdestotrotz müssen wir auch hier Leistungen nicht beschönigen, wenn sie nicht gut waren. Ne? Das kennt ihr von mir und ja, so ist meine Meinung. Gut. Als nächstes haben wir dann Pavlo. Da ist er. Pavlo war auch durchwachsen heute, muss ich sagen. Ja? Ich nehme es schon mal vorweg. Ich sehe ihn bei einer 3-. Ja, hatte ein paar gute Aufbauaktionen, hat mir heute aber auch teilweise zu viel den Kimmich gemacht, zu viel quer und nach hinten geschoben. Hatte 2, 3 gute Bälle nach vorne, keine Frage. Aber auch da ist auf jeden Fall Luft nach oben.
Fairerweise muss man sagen, er war heute mehr Sechser wie Spielgestalter. Ja, da würde ich auch mal einfach gerne einen Pavlo sehen mit einem Palinja. Da hätte er ein bisschen mehr Freiheit nach vorne. Er war auf jeden Fall der die Bälle dann auch mal nach vorne gespielt hat. Ja, das, aber auch Kimmich hat heute Diagonalbälle ganz gut nach vorne gespielt. Also, ja, Pavlo 3 minus. Fertig. Bleibe ich bei, kann ein bisschen mehr kommen, aber auch da, wie bei allen. Heute das erste Spiel, immer locker bleiben, immer durch die Hose atmen. Ja. Gut, dann kommen wir zum alten Hasen, Thomas Müller. Müller hat heute Müller-Sachen gemacht. Bei 2 Toren und einer Torvorlage zum Schluss noch auf Harry Kane können wir keine andere Note wie die Note 2 geben. Ja, hat 1, 2 komische Dinge drin gehabt, aber das ist Müller, wie er leibt und lebt. Ansonsten, Müller hat gebrannt. Ja. Was mir wieder ein bisschen auf die Eier ging, bin ich ganz ehrlich, war der hier. Der Müller-Daumen und dieses, was gut ist, wenn die Mannschaft das annimmt. Heute hatte man, wie auch schon in den Vorbereitungsspielen, das Gefühl, es interessiert keine Sau, was Müller da Anzeichen macht, rumhampelt tut. Weiß ich nicht. Ja, das war ein bisschen schwierig, aber sportlich ansonsten Müller eine 1A-Leistung. Ja. Ja, war da, wo ein Torjäger sein muss, ja, was eigentlich noch nicht mal seine große Stärke ist. Sonst macht er immer die unvorgesehenen Dinge. War eine grundsolide Leistung, Note 2. Gibt's nichts zu meckern. Gut, kommen wir zu den Einwechselspielern. Da muss ich mir mal überlegen, wie ich das handhabe, notentechnisch. Ich denke, so bis zu einer halben Stunde kann man noch eine Note vergeben. Muss ich mir nur dann ein Sternchen dahinter machen, dass es irgendwie nur eine halbe Stunde war. Ansonsten werde ich die Spieler nicht benoten. Ja. Also alles, was so um die 60. kommt, benoten wir noch und den Rest nicht mehr. Gut. Und damit sind wir dann auch beim ersten, das ist Harry Kane. Ja. Harry Kane, sehr unauffällig, hat das gemacht, was er immer macht. Ja, war überall auf dem Platz unterwegs, aber die Mannschaft hatte dann auch nicht mehr wirklich Bock, nach vorne zu spielen. Ja, das wurde dann ein bisschen besser mit den Wechseln, die danach noch gefolgt sind. Gerade so ein Olise hatte richtig Lust. Und hat dann noch sein Tor gemacht, vor Müller aufgelegt, auch das Ding davor, wo der Torwart allerdings die Hand auf dem Ball hatte, hat natürlich nicht gezählt. Ansonsten hat Harry Kane Dinger Sachen gemacht, ja. War da, Stürmer, wo er sein muss. Alles gut, würde ich bei einer Note 3 sehen. Hat man gesehen, er braucht halt einfach auch noch ein bisschen. Ne? Das hat man aber auch schon in den Vorbereitungsspielen gesehen, aber ja. So kennen wir ihn, Harry Kane, ne? Macht halt auch die Buden, wenn er nicht richtig fit wirkt. Ist halt die Qualität eines Stürmers. Gut, als nächstes haben wir noch King, den wir noch bewerten können. Kam auch zur 63. rein, hat sich sehr schwer getan am Anfang. Ne? Sehr, sehr schwer. Hat dann das Tor gemacht, was super stark rausgespielt war durch eine starke Einzelaktion vom Olise. Da haben wir auch den Unterschied zu Serge gesehen. Ja? Serge hat dann die Bälle abgebrochen, hat sich quer gespielt, auf den Kimmich nach hinten gespielt und Olise jedes Mal, wenn er über die Seite kam oder auf Halbposition, immer direkt Zug zum Tor. Immer Zug zum Tor oder den Ball auch in die Tiefe gespielt. Das genaue Gegenteil von Gnabry. Ist die Frage, was man mehr haben möchte. Defensiv konnten wir das noch nicht wirklich beurteilen heute vom Olise, weil da nichts mehr kam von Ulm. Gnabry hat sehr gut gearbeitet heute nach hinten hin. Ja, bin sehr gespannt. War eine gute Vorstellung von Olise, aber da kommen wir gleich zu. King hat das Tor gemacht, hat sich ansonsten schwer getan. Hat da nochmal 1, 2 Aktionen gehabt, hat gute Laufwege gehabt. Auch er, denke ich, braucht einfach noch ein bisschen. Ne? Und wir müssen die Daumen drücken, dass er verletzungsfrei bleibt. Von mir auch eine 3. Wie bei Heavy. Gut, die anderen Spieler können wir nicht mehr wirklich bewerten. Palhinha in der 77.
Ja, man hat gesehen, dass er nicht nur der super Defensive ist, ja, war auch mal links außen aktiv und sowas. Ich denke, wir werden an Palhinha sehr viel Freude haben. Gerade im letzten Testspiel hat er mir mega gut gefallen. Und wenn alle einen Fitnessstand haben werden, was wahrscheinlich in den nächsten 2 Wochen der Fall sein wird, denke ich, dann bin ich sehr gespannt. Dann ist eigentlich kein Vorbeikommen an Palhinha für mich. Ja. Hat sehr, sehr gut gemacht, meiner Meinung nach. Ja. War auch gleich auffällig, war sofort drin im Spiel. Ja. Fonzie Davis können wir nicht wirklich bewerten, die paar Minütchen. Es fällt mir auch schwer, da objektiv zu sein. Ne? Da muss ich mich echt, haut sie mir gerne dann in die Kommentare, haut sie mir rein, ja, wenn ich dazu zu emotional werde. Wegen mir hätte der die 5 Minuten nicht auf dem Feld stehen müssen. Ja? Für mich gehört dieser Spieler auf die Tribüne gesetzt und die Trainingsgruppe 2. Punkt. Ja? Wer nicht bei diesem Verein bleiben möchte, wer nächste Saison ablösefrei wechseln möchte, hat auf dem Feld nichts zu suchen, gehört auf die Tribüne. Meine Meinung dazu. Ansonsten war er auch nicht super auffällig. Die paar Minütchen, die er hatte, fairerweise, war das Spiel aber auch schon am Dahindümpeln. Ja, dann haben wir schon drüber gesprochen. Michael Olise, eine sehr, sehr gute Vorstellung. Ja, der bessere Coman, habe ich gesagt, wo eingewechselt wurde, ist er der bessere Coman und das war er heute. Ja, war gleich ein Unterschiedsspieler. Gleich Zug zum Tor, gar nicht irgendwie gleich rein, zack, bam. Ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich bin sehr gespannt, ihn mal super gern von Anfang an zu sehen. Und dann auch, wenn wir vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Raum haben. Ich denke, die Ansätze, die ich gesehen habe, ist natürlich schwer zu beurteilen, aber haben mir sehr gut gefallen heute. Ja. Hat das Tor vorbereitet, hatte auch noch 1, 2 andere gute Aktionen. Ich denke, da werden wir noch ein bisschen Spaß haben. Ja. So viel zu der, ja, hätten wir natürlich auch mal einblenden können, ne? Ist ja frech von mir. Wo waren wir stehen geblieben? Beim King, ne? Machen wir kurz den Olise. Wie gesagt, Benotung machen wir nicht, aber der Vollständigkeit halber. Wie gesagt, hat mir persönlich gut gefallen. Ansonsten haben wir noch ein Palhinha. Wie gesagt, der direkt auffällig war. Ja? Und auch links außen, der kennt auch keine Gnade, auch im Zweikampf streckt rein. Ja, super, super gut. Genau das, was uns gut tut. Hat mir sehr gut gefallen. Ich freue mich drauf, wenn wir ihn auch mal über 90 Minuten sehen dürfen. Und ja gut, Fonzie Davis jetzt die letzten 5 Minuten, das brauche ich jetzt nicht mehr raussuchen. Alles gut, ihr wisst, wie er Fonzie aussieht. Das passt schon. Ja, so viel zu den Spielern, Leute. Ne? Wie immer, der eine oder andere wird eine ganz andere Meinung haben, das ist auch völlig fein. Schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Lieben gern mit Begründung, dann kann ich es vielleicht auch ein bisschen nachvollziehen. Und das ist meine erste Benotung der Spieler. Ja, vom ersten Spiel. Zum Trainernote haben wir ja auch bei Tuchel eingeführt, werden wir auch bei Kompanie weiterführen. Trainernote sehe ich auch bei einer 3 heute. Werde ich mal noch mit aufnehmen hier in meiner Liste. Warum? Nur eine 3. Wenn man jetzt meint, nur eine 3. Ja, es war okay. Ich hätte mir gewünscht, dass ein Musiala nicht 63 Minuten spielt. Er war super schwach. Wirklich super schwach. Also da hätte man meiner Meinung nach in der Halbzeit reagieren müssen. Ja, ich weiß nicht, ob es daran lag, dass er nicht richtig fit war oder was, aber wir haben junge, hungrige Leute draußen. Ja, wir haben Irakunda, wir haben auch einen Leimer, der die Position hätte spielen können. Du hast einen King da, der die Position hätte spielen können. Auch ein Olise hätte die schon eher spielen können. Selbst ein Harry Kane hätte diese spielen können, ein bisschen tiefer. Ja, oder jetzt ein Heavy vorne hingestellt, Müller zurückgezogen. Du hättest so viele Möglichkeiten gehabt. Ja, vielleicht wollte er ihn einfach ein bisschen, ich meine, das Spiel war safe mit 2-0. Safe. Ich hätte gesagt 3-0, dann wäre der Bums durch gewesen. Das ist ja dann irgendwann auch passiert. Vielleicht wollte er ihn einfach ein bisschen Spielzeit geben. Ich weiß es nicht. Ja, weil er doch dann wenig Spielzeit hatte in der Vorbereitungsspielen, das muss man fairerweise sagen. Vielleicht war das der Grund heute, von daher Note 3. War jetzt nichts Weltbewegendes oder sowas. Ansonsten, ja. Taktisch, das, was wir erwarten konnten. Mir hat so ein bisschen der letzte Wille gefehlt teilweise, aber es war auch nicht nötig. Ja, wenn du 2-0 führst nach, was waren es, 15 Minuten, dann spielst du den Stiefel runter, Leute.
So, Ulm wollte nicht, konnte nicht. Wir haben den Stiefel runtergeeiert. Alles ist gut. Alles tutti. Kompanie trotzdem mega engagiert an der Linie, hat mir richtig gut gefallen. Und von daher für mich Note 3 fürs erste Spiel. Ja. Leute, das war's. Rot-weiße Grüße gehen raus. Ja. Ich denke, auf das Spiel können wir aufbauen. Und ich habe es schon zu Mara nach dem Spiel gesagt, man muss es nicht überbewerten. Ja, 4-0, sehr souverän runtergespielt. Man darf es aber auch nicht unterbewerten. Ja. Viele Mannschaften tun sich in der ersten Runde des DFB-Pokals super schwer. Ja. Also von daher ruhig beide Daumen hoch, können wir drauf aufbauen und schauen mal, wie es dann gegen Wolfsburg weitergeht. Ja. Oder beziehungsweise im Freundschaftsspiel gegen den Grasshopper Zürich. Wo ich denke, dass der eine oder andere nochmal ein bisschen Spielzeit kriegt, der heute weniger gespielt hat. Wird dann sehr wahrscheinlich aber auch bedeuten, dass die nächste Startelf auch schon wieder ein bisschen feststeht. Ja, bin ich sehr gespannt, oder ob ein Palhinha dann reinrutscht. Wir werden sehen. Ja, das soll es gewesen sein heute. Rot-weiße Grüße gehen raus. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Haut rein, bis dann. Und lasst gerne einen Kommentar da, wenn ihr was zu sagen habt. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen. So, ja, wir haben natürlich einen Guerrero vergessen. Mal gucken, wer sich das bis zum Ende anschaut oder wer direkt reinschreibt, du hast Guerrero vergessen. Ja, ich weiß nicht warum, Leute. Was ist los mit mir? Habe ich ihn echt komplett überlesen, kam direkt nach ein neuer. Ja, Rafa Guerrero. Vielleicht habe ich ihn vergessen, weil er super unauffällig war. Ja. Wer weiß, aber der Vollständigkeit halber natürlich. Rafael Guerrero, ja, ich würde ihn auch bei einer 3- sehen. Also 3,5. War erst wenig zu sehen, hatte viele Aktionen, die nicht so gut waren. 1, 2 Aktionen, die okay waren. 3-, denke ich, ist eine einigermaßen faire Geschichte. Es geht besser, definitiv. Ja, aber es war jetzt auch nicht super schlecht. Ja, also, und damit jetzt, tschüssi.